SRF Virus. Zeki Swissmeme TV wurde wegen seiner türkischen Herkunft ausgegrenzt. Helvetia, SRF Virus. Das Video schauen wir uns jetzt an. Zu dem ganzen Thema Zeki muss ich sagen, wir haben... Nein, ich kann absolut nicht reden, Digga. Zu dem ganzen Thema Zeki muss ich sagen, ich finde nicht alles nice, was der Zeki macht. Vor allem, was er früher gemacht hat, wo er mega viel, finde ich, kopiert hat. Oder mega viele Memes, die ich auf Englisch gesehen habe, die er kopiert hat. Aber ich muss beim Zeki auch sagen, dass er in letzter Zeit mega viel OG-Shit macht. Ob man es lustig findet oder nicht, das ist natürlich immer Geschmackssache. Genau gleich wie bei meinen TikToks. Ob man die nice findet oder nicht. Aber ich finde, der Zeki macht in letzter Zeit recht viel OG-Shit. Das finde ich mega nice. Er ist anscheinend jetzt, glaube ich, auch selbstständig geworden. Schafft nicht mehr 3+. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich habe das Video schon kurz angeschaut, nur den Anfang, und habe gemerkt, es ist sehr spannend. Wie gesagt, ich finde, der Zeki hat eine positive Entwicklung gemacht in letzter Zeit. Am Anfang habe ich nicht alles nice gefunden oder sehr viel nicht nice, wenn man kopiert einfach vom Englischen und dann das gleiche Meme, also wirklich 1:1 das gleiche Meme dann macht. Er hat es natürlich nicht nur gemacht, aber schon bei Bahnen. Der Meile hat dir das mal bewiesen in einem Video. Wird sehr spannend, wird jetzt ein bisschen deep, glaube ich. Ist nicht mehr so lustig wie das vorher, aber ich bin gespannt. 4 Schweizer haben mich gepackt und haben mich in den See hineingeschossen, mit Portemonnaie, mit allem, was ich kann. Und ich habe mir gedacht, hey, was ist los, Mann? An was liegt's? Ich habe mit denen gar nichts zu tun. Ich habe euch gar nichts gemacht. Ah ja, du bist Ausländer. Ah, easy. Der Zeki hat auf Instagram geschrieben, dass das sein persönlichste und diebste Interview ist, das er je gegeben hat. Darum bin ich sehr gespannt. Ja, dann. Hallo zusammen, ich bin der Zeki, ich bin Entertainer, lebe jetzt schon seit 30 Jahren in der Schweiz und das ist meine Geschichte. Ich muss noch etwas sagen. Tut mir leid, das kann ich nicht tun. What the fuck? Ich muss wirklich auch sagen, SRF Virus macht in letzter Zeit recht nice Shit, auch von der Qualität, von der Inhalt. Gefällt mir. Like. Also ich bin mit 3 in der Schweiz. Ich habe meine Kindheit eigentlich in Türkei nicht so wirklich mitbekommen. Ich bin eigentlich so in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Der reiche Schweizer hatte Air Max und ich also mit meinen billigen Wanderschuhen. Echt Wanderschuhe angelegt in die Schule? Hier im 3. Stock bin ich aufgewachsen. 2,5 Zimmerwohnung, 4 Personen sind wir. Ich hatte kein eigenes Zimmer, kein eigenes Bett. Meine Mutter hat jeden Tag eine Matratze bringen ins Wohnzimmer. Für mich und meine ältere Schwester anlegen, 2 Matratzen. Und am nächsten Morgen immer aufgeräumt und das jeden Abend. Im Kindergarten. Das ist schon übel wild, Digga. Ich muss wirklich sagen, ich habe hier hohen Luxus bei meinen Eltern. Recht grosses Haus. Also meine Eltern sind überhaupt nicht rich. Nicht, dass es denkt, aber wir haben einfach ein altes Bauernhaus auf dem Land. Mega viel Platz, eigenes Bett. Aber das ist wirklich krass. Jeden Tag das Bett aufbauen und jeden Tag das Bett wieder abbauen. Holy shit. Da hat es immer so den einen Jungen gehabt, und das ist eine extrem coole Geschichte. Er hat mich immer gemobbt. Der Typ schneidet amix meine Haare heute. So, Oha. das ist cool. Das ist wild. Das find ich wilde Geschichte. Das Verhältnis heute. Und wir blicken manchmal zurück und denken so, hey Bro, du hast mich für dich nicht mehr gemobbt, Alter. Du Wichser. Eins muss man am Zeki lassen. Er tut viel... wie sagt man dem? Bin ich dumm. Er nimmt sich selber nicht ernst. Und das finde ich ein hure wichtiger und hure nicer Punkt. Klar, damals habe ich es nicht so lustig gefunden, ich habe auch oft brüllt. Meine Eltern haben eigentlich nicht so gut Deutsch können. Und ich musste immer einen Brief übersetzen für meinen Papi. Ich bin eigentlich so, meine Kindheit habe ich eigentlich so als Dolmetscher verbracht für meine Eltern. Ja, mein Papa. Das ist auch krass, wenn die Eltern so wenig Deutsch können, dass man nicht mal die offiziellen Dokumente vom Land kann lesen kann. Also ich glaube, es gibt es in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, aber logischerweise nicht in Türkisch oder was auch immer man halt redet. Ich habe damals noch Klariant geschafft und meine Mutter war halt Putzfrau. Aber wir sind halt so angekommen am Elterntag und meine Eltern können nicht so gut Deutsch. Und dort habe ich mich dann so richtig unwohl gefühlt. Wie cool wäre es, wenn meine Eltern jetzt Deutsch reden können, wie Marco seine Eltern oder wie Thomas seine Eltern. Und in diesem Moment fühlst du dich dann schon ein bisschen... Yo, Elia, what's up? Ausgrenzt. 1 Franken, wie früher. Gewisse Sachen ändern sich nicht. Geht das um Abstand, oder? Um Abstand, oder? Was? Abstand? Nein, nein. Ah, nein. Geht um mich. Oh. Geht um mich. Hey. Das ist auch gut. Ich filme die Videos. Dankeschön.
lustigerweise gibt es den Kiosk hier immer noch. Da bin ich immer Bildchen kaufen, Süßigkeiten. Und dann bin ich glücklich gewesen. Bei mir wäre das wirklich so der Erfolg. Der Erfolg im Dorf. Seit ich wahrscheinlich kann denken und laufen, bin ich in den Erfolg gegangen. Allein früher so Kaugummis kaufen, die 20 Rappen sind, mit den Tattoos drauf. Dann die ersten Energy Drinks gekauft. Vielleicht mal das erste Bier gekauft. Das sind wilde Erinnerungen. Ey, wirklich ohne Scheiß, das Video finde ich mega nice. Wenig, aber glücklich. Wenig, aber glücklich. Merkt euch das. Was sie halt auch mit in die Schule nehmen. Das Neue. Es fängt schon dort an. Und als Kind oder in diesem Alter nimmst du das ganz anders vor. Der Schweizer kommt halt so mit einem mega Sandwich, Zwieback, alles so in Tupperware und Gürkli, Tomatli, weißt du, alles so. Und ich komme halt so mit Sujuk und mit Noch die eigene Sucuk promoten, let's go. Käse und Sandwich so in Alu. Rückblickend denke ich so extrem so Blödsinn eigentlich. Aber als Kind nimmst du das halt ganz anders vor, weißt du? Ja, und so, das haben wir dann genommen und dann haben wir so blöslet. Heute versteht man unter Blösle etwas anderes. Darf ich ein Autogramm von dir? Autogramm, ich habe keinen Stift. Straight raus. Du willst ein Autogramm von dir? Hey, gibt's so einen Stift? Digga. Das ist so mein Leben. Das ist jetzt, mit ihm bin ich im Primar gegangen. Best Friends. Krass. Ey, wo ist das in Basel? Weißt du das jemand? Wenn das überhaupt in Basel ist. Ich glaube, es ist in Basel. Weißt du das jemand? Inselschulhaus. Das ist nicht in Basel. Ist er nicht in Basel aufgewachsen? Bin ich lost? Klein Basel. Okay, die Hälfte seid in Basel, die Hälfte seid nicht in Basel. Egal, Digga. Ich würde dich jetzt umarmen, Bro, aber wegen Corona, weißt du? Doch, das ist in Basel. Mal, er ist fix Basel. Eben. In der Schule habe ich eigentlich Akzeptanz gesucht, Bestätigung gesucht, hey, ich gehöre dazu. Schaut, ich habe auch die neuesten Air Max, ich habe auch Markenkleider, ich habe auch ein Eastpack. So, akzeptiert mich jetzt. Aber dann heisst es scheiß Ausländer. Dann denke ich mir so, okay, eigentlich ist das alles für nichts. Das ist wirklich krass. Ich glaube, für Ausländer ist es safe nochmal schwieriger, aber alles, was halt gerade so junge Schüler in der Schule suchen, ist irgendwie Akzeptanz oder irgendwie einfach so möglichst weit oben in der Hierarchie zu sein von der Coolen. Und eben für Ausländer noch viel schwieriger meistens. Die Ausgrenzungen, die gibt es auch heute noch, was auch durch Social Media natürlich noch ein bisschen verstärkt wird. Mein Vater war extrem streng. Und nicht nur streng verbal. Und meine Mutter war halt so für mich so Zuflucht gewesen. Meine Eltern beide, ich liebe sie über alles. Mein Vater ist viel lockerer geworden. Meine Eltern sind extrem stolz auf mich. Das Lustige ist, ich habe den Humor von meinem Vater. Er ist ein extrem lustiger Mensch. Der ganze Weg von daheim bis hier haben wir auch manchmal so Glockenzügel gemacht, gelütet und abgehauen. Ich glaube, ich würde das heute noch machen. Wenn mein Vater heimgekommen ist, Das ist safe in Basel. dann muss er Füße weg von den Tisch nehmen, anständig sitzen und ihm Fernbedienungen so geben. Papi, das ist Fernbedienung. Also mein Vater ist so einer, Schule. Schule. Machen wir schon. Kein Problem. Jungs, ich bin da aufgewachsen, gell? Ja? Auch schnell flexen, um zu sagen, yo Bro, ich bin da aufgewachsen. Sicher, ich bin hier im Primar. Aber mein Papa hat früher immer gesagt, du musst Anwalt werden oder Arzt. Und meine Mutter wollte, dass ich Anzug habe, oder? Weil du kannst nicht in die Türkei gehen und sagen, ja, mein Sohn ist Komiker. Das ist für sie kein... was ist das? Er kommt mir voll sympathisch über in dem Video. Ja, finde ich auch, ey, ohne Scheiß. Wirklich sehr nices Video und auch von ihm. Also ich glaube, es ist wirklich Real Talk. Fühle ich, Digga. Können wir machen, kommt. Aber nicht zu nahe, gell? 2 Meter, gell? Das ist eigentlich Nicht zu nahe, 2 Meter. Kommt trotzdem nahe, lul. ein privater Spielplatz früher. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Und da sind dann manchmal Bewohner angekommen und haben uns gesagt, wir sollen uns
wortwörtlich verpissen von da, weil wir wohnen ja nicht da, oder? Manchmal sind einfach Bullen gekommen, so. Weil wir uns an einem Spielplatz befunden haben, wo privat ist. Privater Spielplatz, muss man so, oder? Die Polizei, ihr dürft hier nicht spielen. Warum nicht? Die Schweiz ist so facettenreich, ein wunderschönes Land. Aber die Menschen sind halt manchmal so, denkst du, es ist kalt. Ich bin extrem froh, in der Schweiz aufgewachsen zu sein und nicht in der Türkei. Schlussendlich, weil in der Schweiz hast du viel mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten, dich weiterzuentwickeln. Also ich war 10 Jahre im Coop, von 2006 bis 2015. Und 2013 habe ich mit Swiss Mime angefangen. Und ich bin halt immer nach dem Arbeiten. Also jetzt 2013? 15. Und 2013 habe ich... Erst 2013? Ich habe das Gefühl, Swiss Mime gibt es schon so lange. Ich habe das Gefühl, Swiss Mime gibt es, seit ich Internet kenne. Ich habe mit Swiss Mime angefangen. Und ich bin halt immer nach dem Arbeiten im Coop am 8 Uhr oben heimgekommen. Und dann bin ich gerade ins Zimmer an den Laptop bis 1, 2 Uhr morgens. Am nächsten Tag wieder das gleiche Coop, heimgekommen, auf ins Zimmer. Und mein Papa hat nicht gecheckt, was ich mache. Ich bin einmal vor einem Regal gestanden beim Auffüllen, also die Saft in der Hand und sagt mir einfach nur so, Seki, was machst du da eigentlich? Wenn mir jemand damals gesagt hat, Seki, du willst heute ein Internetstar. Das Lustige ist, ich habe zu den Kindern gehört, die nicht einmal Internet hatten. Ich hatte nicht einmal einen eigenen Computer. Seki ist einfach Internetstar geworden, ohne Internet. Er ist auch der Einzige, der es ohne Internet geschafft hat, Internetstar zu werden. Lul. Ich wollte aus dem Kosmos raus, eigentlich, wo ich bin. Ich wollte nicht nur Entertainment machen. Ich habe viel größere Pläne und Träume und ich will sie alle einzeln verwirklichen. Das sind Ansagen, aber... Okay, ich bin gespannt. Kannst du dich aus gewissen Situationen aus meiner Geschichte identifizieren? Wenn ja, dann teile es mit im Kommentarbereich. Das nimmt mich Wunder. Im Kommentarbereich. Ich mal kurz schauen, was die Kommentare sagen. 10 Jahre im Coop geschafft und verkauft seine Sucuk im Migros. Da ist einer wohl nicht so zufrieden mit dem Arbeitgeber. Respekt, geile Sieg. Yes. Digga, sehr, sehr nices Video von SRF Virus. Muss sagen, in diesem Video kommt er übel sympathisch rüber. Wie gesagt, schon am Anfang, ich habe nicht alles nice gefunden, was er gemacht hat. Viele Sachen geklaut, auch von seinen Sachen, aber mittlerweile, glaube ich, macht er viel OG-Shit. Trotzdem sehr nices Video. Wild. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama